herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silvan Kuster. Es ist so weit, es gibt noch einen Vlog. Lange ist her, etwa 2 oder 3, 4, 5, 6 Wochen, keine Ahnung wie lange her. Hinter mir sieht man jetzt vielleicht, da hat es noch recht viel Platz und dort holen wir jetzt etwas, weil ich habe mir einen Simulator gekauft und besser gesagt ersteigert. Weil ich denke, da muss ja nicht gerade zuerst einen komplett neuen haben, sondern es ist einer, der ist glaube ich 5, 6 Wochen alt, den er irgendwie nicht braucht, und darum habe ich gedacht, kaufen wir doch den einfach mal, sparen mehr als die Hälfte, die er sonst kostet, darum holen wir den jetzt ab. Es ist jetzt 32 und es hat geheißen, wir müssen zuerst genau meine Brüder irgendwo hin tun und dann fahren wir richtig auf Solothurn. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel ich davor dann filmen kann, das heisst, ja, es wird recht random sein, wenn ich wieder euch sehe, darum, ich kann euch nicht sagen, wenn wir uns wieder sehen, vielleicht sind wir dann schon wieder daheim, vielleicht sind wir aber dann irgendwo dort vor Ort, darum ja. Ich muss jetzt noch das Verpackungsmaterial von meinem Lenkrad und so holen, weil jetzt noch Schräubchen drin hat, dass ich das nachher anschrauben kann. Dann überlege ich, das könnte ich jetzt noch machen, bevor wir dann das nachher miteinander zusammen im Vlog zusammenbauen. Darum, ja, sehen wir uns später. Wir sind zurück, gerade 200 Kilometer Auto gefahren, um das zu holen. Problem 1, das ist fucking schwer. Und da jetzt den 4. Stock hoch müssen. Problem 2, das muss auspacken und das muss irgendwie da hinten Platz haben. Ja, mal schauen, was da alles drin ist. So. Nice. Hätten wir das auspackt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das aufstellen können. So, hätten wir den Teppich auch. Ich habe mich jetzt umgestellt. Und das wahrscheinlich langweilig ist für euch, das 1 zu 1 sehe ich das auch an. Und ich denke, ich mache eine Zeitraffer. Und ja, ich lasse in dieser Zeit die neue Folge zum Podcast, die rausgekommen ist. Ja, verlinke ich euch mal unten. Und ich weiss, absolut keine Werbung, aber ich finde es nice, das zu machen, darum verlinke ich euch unten. Ich baue es zusammen und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Also, Fazit, es sind 2 Stunden vergangen und ich bin absolut nirgends. Es ist ein absoluter Horror zum Zusammenbauen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, darum, die Timelapse ist einfach riesig langweilig lang. Darum hätte ich jetzt gesagt, ich baue den fertig zusammen, fix fertig, und zeige euch, wenn er aussieht. Ich glaube, das ist die schleuste Lösung so. Bis nachher. Wir haben es 2 Tage später, so viel Dank für 1 Stunde aufbauen. Das Ding ist 5 Stunden gegangen, bis wir es jetzt endlich aufgebaut haben. Und ich zeige es euch jetzt mal. Ich habe es jetzt von da hinten in die Ecke gestellt. Ja, ist momentan noch unaufgeräumt, aber egal. Ja, ihr seht noch viel Kabelchaos und so Sachen. Das kommt jetzt alles weg, weil ich habe gehört, es ist ein Pack bekommen, das wir gestern noch gestellt haben. Weil ich denke, ja, fuck mit der PS, weil das soll ich es nicht brauchen, weil das hat mich irgendwie angeschissen. Und jetzt habe ich überlegt, dass ich den PC, der dort hinten steht, eigentlich durchs Zimmer legen, irgendein Kabel an den Fernseher, dass ich nachher auf den Dach spielen. Und für das gehen wir jetzt das Päckchen holen. Ah, das Päckchen steht. Jetzt stelle ich euch noch da drauf. Das sehe ich mich zwar nicht, aber das Päckchen. Jetzt machen wir das noch schnell auf. Naja, ich muss sagen, schön sieht anders aus, das Päckchen könnte ankommen. Aber dem sehen wir jetzt mal ab. Ja, was haben wir da drin? Packungsmaterial. Diesen hier, das hier und das hier. So, das ist alles, was wir brauchen. Dann Adapter von DVI auf HDMI, dass wir den Fernseher vom PC als Drittmonitor brauchen. Dann also ein USB, ja, Splitter oder Zusammenführung, je nachdem. Und dann noch ein 10 Meter USB-Kabel. So, das heisst, wir werden das jetzt mal aufräumen.
Und dann verbinde ich das und dann zeige ich euch nachher, wie es aussieht. Einfach für Kabel. Das heisst, das Kabel ist eigentlich da, hinter mir rum und kommt dann wieder führen zum PC. Und jetzt ist es Zeit zum Ausprobieren. Jetzt ist noch die Frage, wenn ich stehe ich am schrägsten hin. Das sind immer so. Ja, dass man etwas sieht. Suboptimal. Einen Moment. Das Geile an diesem Simulator ist natürlich nicht nur, dass alles jetzt fest installiert ist und dass er recht gut hebt. Und halt eben, man kann machen und tun, was man will, sondern eben, ich kann da hinten für Sliden alles. Das heisst, ich kann spezifisch, also wirklich gut für mich einstellen. Ich hätte jetzt da hinten noch ein Küssi. Aber das ist das Problem, da liegt man fast schon so drin. Und ja, so bequem ist es so nicht zum Fahren, darum habe ich es jetzt rausgenommen. Und da kann man wirklich sehr schön bequemlich machen. Ist in dem Ecke eingenischt, kann auf den Fernseher schauen. Jetzt natürlich das Upgrade, das ich jetzt vorher gemacht habe, ich habe schon Schiss gehabt, dass es jetzt nicht funktioniert, das hat mich gröber angeschissen. Dass man da unten individuell die USB-Slots einstellen kann. Das heisst, wenn ich jetzt ein Handy will laden oder so, könnte ich das theoretisch auch, aber das macht ja wenig Sinn, weil es braucht recht genug Power, das Ganze. Und darum, ja. Also, ich würde sagen, tun wir uns jetzt mal ins Fahren. Das ist jetzt natürlich nichts vorauseingestellt und ich hoffe, ihr seht es einigermaßen, ja. Aber es macht schon recht Spaß im Simulator S zu fahren. By the way, für die jetzt die Strecke nicht kennen, und das könnt ihr den einen oder anderen noch zutrauen, das ist jetzt der Nürburgring. Und wir sind jetzt auf der Nordschleife gerade. Wie viele Kilometer die hat, weiss ich jetzt gerade nicht, aber es ist eine absolute geile Strecke zum Fahren. Der Vlog ist jetzt natürlich mehr Racing belastet und natürlich, der Sitz ist jetzt, also sagen wir es so, das Setup ist jetzt nicht vollständig, da kann man immer wieder Sachen upgraden. Das heisst, wenn ich jetzt sage, mir ist das langweilig, dass ich jetzt einfach nur sitze, könnte ich jetzt eine Motion-Platte da unten tun, die dann rütteln und machen und tun. Das heisst, ich hätte noch einmal mehr Fahrgefühl über. Und zusätzlich könnte ich natürlich noch einmal eine VR-Brille posten. Das wäre natürlich auch noch einmal nice, aber eben, das sind halt alles Überlegungen, die man sich machen kann, wenn es dann so weit ist. Und jetzt, momentan bin ich schon mal froh, dass ich einfach mein Setup nicht die ganze Zeit immer, bevor habe ich das einfach mit meinem Pult gehabt. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich jetzt das Setup nicht jedes Mal muss dort vorgraben und muss aufstellen und dann wieder abräumen am Abend, wenn ich etwas anderes mache. Darum ist es jetzt einfach so fest installiert da hinten. Und es ist halt schon mega nice. Und gerade wenn jetzt jemand vorbeikommt, einen Besuch, wenn Besuch vorbeikommt, kann ich dem einfach mal sagen, ja, hockt rein, schaut es an, startet auf, fahrt. Und nicht, oh ja, warte, ich muss zuerst mein Lenkrad aufbauen und oh, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Und das ist halt schon ein sehr geiler Vorteil. Mann, dann bin ich in einem hohen Pit-Ding rein. So, jetzt da, oder? Immer noch nicht. Ah, jetzt ist es gegangen. So, also, das war es. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn das Ganze jetzt wieder ein bisschen mehr technischer war, als es eigentlich geplant war. Darum, ja, entschuldige mich dafür. Aber das gute Ding steht jetzt. Das heisst, wenn irgendjemand einmal Besuch kommt, seht ihr dann sicher mal in einem Vlog oder so irgendetwas, dass wir da innen etwas machen. Auch sonst mal etwas, was ich geplant habe. Könnte vielleicht da innen recht lustig werden. Darum, ja. Das war es mit dem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, zeigen Sie mir eine Bewertung. Das war es mit dem Vlog. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.